Euer Michael begrüßt euch zurück zu Dragon Ball Z Kakarot im großen finalen Part der Namek-Saga bzw. Freezer-Saga. Es geht darum, Freezer Platz zu machen mit Super Saiyajin Son Goku. Wir machen ihn platt, ja, wir werden Freezer platt machen. Schnell ist er. Trotzdem noch viele Muckis. Und ich kann keinen Genki Dama nutzen, das ist doch scheiße, Mann, das ist doch scheiße, Mann. Ich kann auf die Kaioken wechseln, genau. Ja, Freezer, schön kotzen, schön kotzen. Warte jetzt! Das ist nicht mehr ganz knusper. Aua! Ich frage auch noch. Oh oh. Zerschnitten. Ich wollte eigentlich porten, aber irgendwie ging's nicht. Kann sein, dass er ein bisschen sauer ist. Ich verstehe gar nicht warum. Der Einzige hier ein rechter Sau zu sein bin ich. Wo ist er? Seh nicht. Alles ist einfach hinter mir. Mann, Freezer, beruhig dich mal. Also ein bisschen besser zielen musst du schon, Freezerlein. Denn sonst stirbst du. Und tschüss. Was? Das war's. Bye bye, Freezerlein. Und Level up. Yameda. どういうことだ。これ以上戦っても無駄だ。怯え始めた貴様倒しても意味はない。ふざけるな。俺が負けるか。こんな子供騙しに引っかかるか。いやうわくそそんな自業自得とはいえ貴様らしくねえ惨めな最後だったな。くしょ俺はなんとか地球へ帰ってみせる。おめえはこの星と運命を共にするんだな。助けてくれ。助けてくれ。頼む。勝手なこと
と言いやがって。貴様はそうやって命乞いしたもんを一体何人殺したんだ。俺の気を少し分けてやった。あとは勝手にしろ。俺に殺されるべきなんだ。Also ich habe Goku Stelle dann einfach gekillt, weil das wäre auch eine Form von Gnade gewesen, finde ich persönlich. Und hinblicklich darauf, was noch alles kommen wird, auch mit, ich sag nur Dragon Ball Z, Resurrection F und so, es wäre die bessere Entscheidung gewesen. Aber egal.フリーザとの死闘を制した孫悟空。しかし無情にもナメック星は爆発し、悟空の姿はいずこかへと消えた。地球に移動したナメック星人たちやベジータはしばらくの間ブルマの家に住むことになった。わずかな時間だけよみがえった最長老は再び寿命の終わりを迎え、皆が見守る中安らかな眠りについた。新たに決まった最長老ムーリによってナメック星の1年である130日後、ついにナメック星のドラゴンボールは復活する。一度の願いで一人ずつではあるが、何度でも死んだ者を生き返らせることができるというナメック星のドラゴンボール。そのドラゴンボールを使って悟空とクリリンを復活させようとした時、新たな事実が分かった。なんと悟空は生きており自力で帰ってくるというのだ。消滅したナメック星で生き返らぬよう一つ目の願いでクリリンの魂を地球に呼び、二つ目の願いでクリリンが復活した。そして悟空の代わりに先にヤムチャが復活した。大喜びするご飯たち。そして再び130日後にドラゴンボールが使えるようになり、一つ目の願いでチャオズが、二つ目の願いで天津飯が復活した。最後の三つ目の願いでナメック星人たちは新たな星へと移っていった。彼らのドラゴンボールとともに。おっす、オラ悟空。なんだって？フリーザが生きてた？しかもやつは父ちゃんと一緒に地球に近づいてるって？オラのいねえ間に地球で悪さするつもりか？お前の好きにはさせない、フリーザ。ん？おめえは。次回ドラゴンボール Z 戦慄の人造人間、未来をかけた大激闘。絶対遊んでくれよな。Das wäre es eigentlich, war wirklich jede
Episode von Dragon Ball Z Kakarot in eine einzige Folge auf YouTube zu stecken. Alter Schwede. Ja gut, im Prinzip wären es dann aber sowas wie Minifilme, also Minifilme, ne, wären schon Filme im Sinne von der Länge, weil es sind trotzdem 2,5 Stunden, vielleicht sogar noch länger. Aber, ja, generell, keine also eine doofe Idee. Aber ich überlege gerade, eigentlich, ich könnte es mit der Playlist so machen, wa? Muss mal überlegen, wenn das ganze Let's Play dann vorbei ist und so. Aber eigentlich die Idee gar nicht mal so übel. Ja, wobei, was mache ich mit den Folgen, wo ich irgendwie 2 Episoden einer Folge drin habe? Was nicht schön gecuttet habe. Das wäre natürlich dann scheiße. Wie jetzt zum Beispiel. Ja, wobei. Ja, mal überlegen, aber generell eigentlich so gar nicht mal so eine üble Idee, oder? Vor allem weiß ich natürlich nicht, wie viel Parts am Schluss das ganze Let's Play haben wird. Jetzt sind wir schon bei irgendwie Part 44, weiß ich jetzt, Part 44. Nach 2 Episoden. Und mittlerweile wissen wir auch schon, es gibt ja, oder wird als DLC noch gehen, die Story um Super Saiyajin God Goku. Also natürlich Super Saiyajin God plus eben auch Beerus, Gott der Zerstörung. Und so weiter und so fort. Also quasi der Film Kampf der Götter wird integriert. Vielleicht kommen noch weitere Dragon Ball Z Filme. Wie zum Beispiel zu erwähnen, das mit Lord Slug oder mit Cooler, mit Broly, vielleicht kommt auch Broly von Dragon Ball Super, vielleicht wird sogar Dragon Ball Super integriert, vielleicht Dragon Ball GT, was ich persönlich noch geil fände, wenn man es auch ein bisschen anders erzählen würde, aber generell Dragon Ball GT mit 4-facher Super Saiyan, so wäre schon geil. Ja, und deswegen dann das Ganze in Episoden aufzuteilen, wäre eigentlich schon nicht so schnell. Egal. Also ihr merkt schon, ich habe da viele Ideen, vielleicht ein bisschen zu viele. Ich würde vorschlagen, wir zocken einfach mal weiter. Oder gucken mal weiter. Jetzt sind über 260 Tage vergangen und Son Gohan hat immer die gleiche scheiße Frisur. どうかな。ナメック星に行ってる間、結局あんまり勉強さできなかったみてえだし、遅れた分を取り戻さねえと。Gigi ist erst 5 Jahre, gut, mittlerweile hat 6 Jahre, also bitte, gib mal eine Pause. でもちょっと詰め込みすぎちゃって頭がパンクしちゃいそうだよ。しょうがねえな。まあ気分転換も必要かもしんねえし、ちょっとくらいなら息抜きに出かけてもいいべ。 Sowas nennt man Homeschooling in Zeiten des Corona, Freunde. それじゃちょっと出かけてくるね。あまり遅くなるでねえぞ、ごはんちゃん。 Ja, wir kommen gleich wieder. Meine Güte, wir müssen Beine vertreten. Ja. Hi. いえ。See you later, Alligator. Was? Neues mit unserem Training denn hinzugefügt? Hä? あれ？やっほー。こんにちは。Bulma-san. ありがとうございます。それじゃやってみようっと。Jetzt wird's doch langsam mal spannend. Dragon Balls und Wünsche. Oh, jetzt bin ich echt gespannt. Die Dragon Balls sind mystische Kugeln, die alles gewähren, was ein Herz begehrt. Echt? Wusste ich noch gar nicht. Sobald du alles gefunden hast, kannst du im Dragon Ball Z Menü, im Dragon Balls Menü einen Wunsch erfüllen lassen. Hier kann es um seltene Gegenstände oder eine große Menge Z-Kugeln behandeln. Du hast aber auch die Möglichkeit, bereits besiegte Gegner wieder zu beleben und zu verstärken. Klar, mal Freezer zurückholen, gar kein Problem. Machen direkt zu Golden Freezer und so. Der Zeitpunkt, in dem du die Wünsche erfüllen lassen kannst, ändert sich im Verlauf der Geschichte. In der Hauptstory gibt es Grenzen für die Wünsche, aber in Unterbrechungen gelten diese Grenzen nicht. Verfügbar, ne? Verfügbar. Yeah. Hä? Yamchu? Ach ja, wobei jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich zuvor nach der Saiyajin-Saga waren, wa? Also eigentlich zwischen 2 Episoden sind wir jetzt. Und das ist eigentlich auch ganz geil, oder? So, jetzt haben wir zum Beispiel eine Gruppe mit Son Gohan.
Zur Auswahl würde stehen zum Beispiel Vegeta, kann auch switchen. Auf Vegeta, ach ist das herrlich, kann auch auf Piccolo switchen. Ja, Mann. So will ich das haben, Freunde. Ich meine, sorry, aber wer nimmt schon Chao Su Tenshan und die anderen mit so wenig Leveln? Wer macht das schon? Mal kurz gucken. Haben wir mittlerweile schon mal einen 4. Angriff? Gut, theoretisch, ja. Ich habe noch kein 4. Wissen leider. Das tut jetzt ein bisschen kacke. Könnt Super Masenko lernen. Er braucht ja auch die blauen Kugeln. Dann ist echt vor allem Son Goku, der irgendwie die roten braucht. Krasse Scheiße. Erstmal alle ein bisschen aufboosten. Ich will noch gut in der Folge machen, Freunde. Weil ich mache sowieso nicht mehr viel in der Folge. Und nachher wird es sowieso ein bisschen spannender, weil nachher will ich mich wieder ein bisschen auf neue Projekte stürzen und nach andere ältere Projekte ein bisschen auf Vorrat bringen, weil jetzt habe ich echt 20 Folgen auf Vorrat aufgenommen. Ja, knapp, nicht ganz, ein bisschen weniger. Und das muss man doch ausnutzen. So, ja, Guan wird ziemlich geboostet, ihr seht schon, wir haben einen vernichtenden Angriff. Muss bei ihm mal gucken, mit vernichtenden Angriff, bei ihm sind es immer noch nur 3 Moves momentan, aber ja, Masenko reinpacken bringt es nicht wirklich. Meteor-Vorschlag können wir theoretisch noch. So, dann haben wir hier enorme Kraftstufe 2, haben wir harter Schlag, dann haben wir hier vernichtender Schlag. Erholungsgene schon zurückgehalten. Bisher noch nie irgendwas gebracht. Störungscharaktere. Ne, komm, packen wir den mal ein. Wunderprächtig. Wir sitzen bei unserem kleinen Saiyajin-Prinzen aus. Müssen wir ein bisschen boosten, wa? Oh, stimmt, das sind ja die Dinge, wo man... Oh nein, dafür brauchen wir die Z-Dinger. Die Z-Dinger, die D-Medaille meine ich. Oh, da wird sowieso übel. Kann man notieren, dass ich mal ein bisschen gucken muss, wie man die ein bisschen farmen könnte. Weil Sinn machen wird schon. Wenn noch kein Super... Ne, stimmt, wir haben gar keinen Super. Genau, ich habe den statt der Folge Energiestrahl. Dann haben wir einen vernichtenden Schlag bei Vegeta auch noch. Perfekt. Also aber trotzdem alle ungefähr gleich stark, wa? Faszinierend. So, Spezial-Höllenspirale, super Schnellfeuer-Kiewelle statt der Schnellfeuer-Kiewelle, genau, Explosionswellen, Dämonen, Blitzhieb, also da momentan nur einen physischen Angriff, dafür 3 spezielle, kann man so machen, finde ich. So. Stufe 1 haben wir schon, die muss ich noch lernen, okay. Bringen wir jetzt eine Special Beam kennen auf Stufe 3. Falls ich aber eben noch Super Höllenspirale trainieren, statt den Dingern, weil Super Höllenspirale wäre schon ein Fan dafür. Genau, und er hat vor allem die grünen Kugeln, ne? Muss ein bisschen Z-Kugeln sammeln. Ne? Gut, das ist jetzt nicht so das Problem. Aber die Medaillen, das könnte ein bisschen kniffliger werden. So, Special Beam kennen auf Stufe 3. Sehr gut, sehr gut. Ja, Freunde, seht nur, wa? Okay, speichere gerade. Wie sieht's denn... Ja, jetzt haben wir halt die Charaktere. Ja, da ist klar, da haben wir einige. Die sind eh nur Support-Charaktere, leider, oder zum Glück, je nachdem. Dann haben wir die Story. So, wir haben hier noch ein paar. Kein Zeitlimit. Wobei, die können doch jetzt eigentlich schon machen, nach Abschluss bestimmter Nebenquests. Man muss erstmal die Nebenquests hier machen, damit die auch aktiv werden. Okay. Alter, ich muss die zurückholen. Gut, die gehen nicht mehr, der wird schon verpasst. Aber hier sieht man es ja auch gut, weil hier steht kein Zeitlimit. Ich kann mit bestimmten Charakteren... Okay, das mit Piccolo macht Sinn, weil wäre ein bisschen Rache und so. Okay, Leute. Wir sind ja auch mal da. Also, Sidequest haben wir hier, da ist gar kein Thema. Was ich mich frage, haben wir auch noch... Ah, Dragon Ball sehe ich ja direkt auch drauf.
Jetzt müssen neue D-Medaillen? Ich hätte schon längst hier reingekonnt und hier... Oh, okay, super. Das ist ein Scherz, oder? Doch, ich habe 38... Oh nein, ich hätte die ganze Zeit schon hauen können. What a shame. Warte mal, hier habe ich doch das Trainingslager. Was ich eigentlich machen wollte... Ich wollte eigentlich hier drauf und dann zur Weltkarte gehen, weil ich mal gucken wollte. Okay, hier haben wir Dragon Balls. Oh, Freunde. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis wir uns... Gehen wir ins Kami-Haus. Bis wir uns wieder der Hauptstory widmen, also quasi der Cyborg-Saga, oder wie man dem auch immer sagen möchte. Weil jetzt folgen die Nebenquests. Alter, und Dragon Balls farmen und ei. So, ne, was ich mal gucken wollte, ist die Stärke der Gegner hier. 44! Alter, wie soll man die besseren Gegner überhaupt jemals besiegen? Ist das dafür gedacht, falls man die Story nochmal komplett neu starten würde? Da macht nicht viel Sinn. Sehe ich eigentlich Dragon Ball? Also ich meine, ich sehe Dragon Balls hier, das ist mir klar, aber... Ah gut, ich kann sie markieren, ne, ich trottel. So. Nur mit Sidequest, das ist mir klar. Aber mal später, ich will erstmal ganz kurzes Training checken. Zum Gohan geht gar nichts. Mit Vegeta geht ja einiges. Piccolo hat auch noch ein bisschen was. Alter, David, alle plötzlich da so viel, aber Special Beam Candy will ich jetzt. Das machen wir ganz kurz, Freunde. So, wir haben alle. Ein bisschen Super Piccolo Zeit. Und einfach nur Treffer. Geht da voll rein. So, jetzt soll ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Okay, merk schon, die Vita-Drinks bringen die momentan nicht mehr so viel. Warum bauen wir die G-Stufe? Als Explosionswelle hat die eine Reichweite. Der Piccolos Moves sind schon ein bisschen anders als die der anderen, aber das ist auch gut so. Ja, die haben schon drauf, die Kleinen. Die Sonnenfamilie auch.
immer besser drauf in Piccolos Moves. Oh oh. Soll man den Move eigentlich ausweichen? Ist eh zielsuchend. Ich habe mir gerade gefragt, Piccolo kann man eine Transformation drauf oder so? Muss ich nachher mal gucken, wa? Aber momentan hat er keine, das ist mir klar. Ich meine nachher den Gott, also Fusion mit Gott und so. In gewissen Spielen gab es diese Transformation, ja. Aber da gab es ja auch die Transformation mit Nail, also. Es gab auch eine Transformation, wo Piccolo einfach quasi schlussendlich nichts anderes gemacht hat, als die Klamotten abgelegt. Die Explosionswelle ist so geil. Ich muss ein bisschen gucken, wie der Genkidama ausweichen könnte am besten. Gibt sicher irgendeinen Trick. Eigentlich mit dem Teleportieren, war? Ja, das wäre es vermutlich. Also was ich eigentlich wollte, ist ja quasi blocken und dann direkt kontern. Das gibt's ja auch. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, direkt auf so einen Superangriff, wenn ich rechtzeitig Tasten klicke, dass ich dann automatisch teleportiere. Vielleicht kann ich es einfach unterbrechen, die Genkidama. Schade. Und tschüss, Son Goku. Vielleicht ein bisschen flotter. Super Höllenspirale. Sehr gut. So, das sind gegen schwächere Gegner. Da ist kein Problem. Das wird also ein bisschen schneller gehen. Wobei wir die überhaupt brauchen. Mal gucken. Weil wir natürlich den haben, da ist ganz klar. Massivangriff, super Folge Energiestrahl. Ja. Mal noch gucken, wa? So, machen wir ganz kurz, weil sonst vergesst ihr es wieder. Ja, genau. Den haben wir jetzt. Super Explosionswelle 2 könnte ich auch schon haben. Ah, interessant. Super schnell. Der ist jetzt neu, oder? Hab vorhin gar nicht gesehen. Nehmen natürlich mal die Super Special Beam kennen. Oh ja, gesteigerter Schaden. Das hört man gerne. Gut, Freunde. Das soll es aber echt gewesen sein. Jetzt war die Folge ein bisschen länger. Aber wir haben auch viel, sagen wir mal, Story. Ne, sagen wir eher, wir haben viel Cutscenes gesehen. Ist der Vegeta? Vegeta ist hier, glaubt das nicht. Was macht denn der? Ja, logisch, der hier. Aber warum ist an dem Outfit? Ich war gerade wegen dem Outfit verwirrt, sorry. Dann mir gerade, Vegeta, warum hast du so ein scheiß Outfit an? Aber ja, es ist ja klar. Es ist ja klar. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Dragon Ball Z Kakarot. Hoffentlich weiß noch, was ich alles machen wollte. Sidequest und Dragon Ball farmen. Und müssen trainieren, Moves und so weiter. Ach, also ich muss sagen, bisher so Dragon Ball mäßig. Ich habe schon viele Dragon Ball Spiele gespielt.
Und einige davon sind auf meiner Top 5 Liste. Unter anderem Dragon Ball Z legendärer Superkämpfer, was eine Art Kombinationsspiel aus Dragon Ball Z und Yu-Gi-Oh! Ist für den Game Boy Color. Klingt crazy, ist aber mega, mega geil. Auch wenn es schon eine Weile her ist. Oder eben auch Dragon Ball Infinite World für die PS2 damals noch und so. Oder Dragon Ball Final Bout, Dredging Blast sowieso. Aber ich glaube, das Spiel, wenn das so weitergeht, das wird mein absolutes Lieblings-Dragon Ball Spiel. Ohne Witz. Ich finde es mega, mega geil. Alle Elemente, so wie es er gesehen hat. Ist natürlich auf die Bugs hin und da, aber hey, komm. Also RPG-mäßig und so. Muss ich sagen, Spiel echt geil gemacht. Echt geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.